Leica hat eine neue Kamera rausgebracht. Es ist die M11D. Und ich habe jetzt ein paar Tage die Kommentare und die Meinungen im Internet gelesen. Lustigerweise bin ich erst ein bisschen mehr auf Threads unterwegs. Mir gefällt es dort noch mit dem textbasierten. Und gleich bin ich mit Twitter und wie es heisst und so nicht so warm geworden. Aber auf Threads ist mir aufgefallen, dass sehr viele Leute die M11D ein bisschen voneinander nehmen. Wo ich mich einfach so ein bisschen frage, warum? Ich meine, vielleicht ist es einfach auch, weil das neue iPhone ist rausgekommen und es einfach wahnsinnig Fakt auch dort zu sagen, das kann ja gar nichts mehr. Das ist immer ein bisschen Ansichtssache. Mir ist völlig klar, dass es gerade auf Threads gibt so wie Blasen von Leuten, die halt einfach sagen, für was ein Leica? Für was so viel Geld ausgeben für eine Kamera, die mit einem 35mm Objektiv von Sony ein Drittel kostet? Oder nicht einmal. Und Leute, die das sagen, auf Threads sind ja auch immer die Instagram-Profile, also kann man drauf und dann kann ich die Fotos von diesen Leuten schauen und die machen sehr häufig sehr gute Fotos. Und arbeiten offenbar nicht mit einer Leica. Und dann habe ich mir so überlegt, was ist jetzt der Grund, dass auch ich beispielsweise so eine Leica ist? Es wirklich nur, dass man sagen kann, ich habe eine Leica, ich habe eine Kamera, die so teuer ist. Also ist es echt genau gleich das Dämliche wie bei einem Auto, bei einer Uhr. Ist es wirklich nur ein Prestigeobjekt? Oder warum bin zum Beispiel ich einer von denen, ich tue meine Logos meistens abkleben. Jetzt bei M6 nicht. Die schaut mich gerade so an. Das ist eine analoge Leica. Da finde ich es aber echt auch grusig mit einem schwarzen Klebband auf silbrigen Gehäuse. Aus silbriges Kleberli hätte ich einfach noch nicht gefunden. Und ich finde auch, die sieht ja schon so auffällig auf. Mal die neue Kameraperspektive probieren. Die sieht ja schon recht auffällig auf. Da bringt es jetzt wie nichts, wenn ich das Leica-Logo abklebe, weil die kennt man auch schon. Sonst finde ich es aber bei diesen Kameras eigentlich sehr cool, dass sie sehr dezent aussehen und man mit denen sehr dezent umgehen kann. Ich habe es heute Nachmittag gemerkt, ich bin noch ein paar Testfotos machen, im Moment SL3 testen. Die ist schon komplett abgeklebt, ob schon es nicht mini ist, ja, kann man gut wieder abnehmen. Und ich wollte einfach nicht, dass es so völlig offensichtlich hier vorne Leica drauf steht, vor allem je nach Stadt, wo ich unterwegs bin, einfach vielleicht auch nicht förderlich. Aber beispielsweise hier, die fühlt sich sehr leicht an, weil ich keinen Akku drin habe. Der ist am Laden. Das ist Q3. Und ich finde, klar, auch wenn man jetzt das Leica-Logo sieht, es ist jetzt nicht mega schlimm, aber sie ist nochmal dezenter, wenn sie einfach schwarz ist. Auch mit den orangen Schriftzeichen über Brennweite. Ja, ich finde, wenn man es sieht, so optisch oder auf Werbefotos, ist eine wahnsinnig schöne Kamera. Für mich im Alltag, wenn ich unterwegs bin, ich möchte gerne ein bisschen dezenter unterwegs sein. Vor allem, weil ich immer so ein eine Art von Streetfotografie mache, egal wo ich bin, auch wenn ich buchen bin an einem Anlass. Bin ich eine Zeit lang mit dem Gestelltli rumgelaufen, da, mit dem Kuhledergestelltli, das wahnsinnig cool aussieht. Wenn man da die Kamera um sich gehängt hat, man wird auch sofort die Leute realisieren, du bist der Fotograf. Aber das wollte ich gar nicht immer. Manchmal habe ich noch gerne einfach M11. Dann laufe ich so ein bisschen rum. Und dann habe ich hier und da und dort mal, ohne Objektivdeckung natürlich, kann ich so sagen, ich mache da heute ein Foto, ich mache da heute ein Foto. Und ich falle gar nicht so auf. Ich falle weniger auf als jemand, der mit dem iPhone hersteht und so richtig plakatives Bild macht. Jetzt kommen wir aber zur Thematik von dieser M11D. Für die das gar nicht haben mitbekommen und jetzt einfach ein bisschen am Zulassen sind und das vielleicht auch einfach spannend finden, generell als Thema, was mich natürlich würde freuen. Schreib doch das auch mal in die Kommentare, wenn du eher so stille Zuhörerin bist und einfach denkst, ja, das ist noch gerne so etwas Podcast-mässiges. Also, wir haben hier eine M11. Ist sehr eine spezielle Kamera mal per se. Und zwar einfach für die sich gar nicht mit dem auskennen. Es ist eine Vollformatkamera mit einem 60-Megapixel-Sensor. Es ist topmoderne Technik. Wo die Kamera nicht modern ist, ist beim Thema Autofokus. Sie hat keinen. Darum ist die Kamera relativ klein, die Objektive sind klein. Es muss nicht irgendwie Platz haben. Sie hat auch keinen Bildstabilisator. Also hier haben wir einen kleinen Schnitt, weil ich mich wirklich schnell hinter Sinn und mir überlegen, ob ich am PC kontrollieren kann, dass sie wirklich keinen Bildstabilisator hat. Es gibt aber eigentlich sehr, sehr eine einfache Methode, wie man herausfindet, ob eine Kamera bildstabil hat. Und zwar tut es einfach abschalten. Dann das Objektiv drauf. Das funktioniert hier nur halb, dass man es sieht, weil die hat einen Verschluss, der zugeht, der den Sensor schützt. Aber wenn man die Kamera so nimmt
und eigentlich nichts kleffelt, dann weiss man das eigentlich. Weil ein stabilisierter Sensor, so, bring es zu. Die Aufregung vor der Kamera. Ein stabilisierter Sensor, wie beispielsweise bei SL3, das wobbelt. Weil der Sensor muss ja beweglich sein, wenn er eben stabilisiert. So funktioniert das Ganze. Also, M11 60 Megapixel Sensor. Wahnsinnige, geniale Kamera, sehr, sehr puristisch aufs Fotografieren angebrochen und genau darum macht es ja den Spass. Und ich verstehe alle, die jetzt hier denken, die im Internet denken, Mann, ist man eigentlich bescheuert. Und bescheuert, ja, kann man bringen, ist sicher ein bisschen mit Vorurteilen behaftet, weil die meisten Leute, die so ein bisschen so drauf sind und finden, wenn du so eine Kamera kaufst, hast du irgendwie ein bisschen eine Delle, die haben meistens noch nie eine in den Fingern gehabt. Und wenn man sich wie ich schon durch sehr viele Kameramodelle und Marken hat durchbewegt, weil das einfach auch Fakt, das Fakt, man muss es zugeben, es ist wie, andere haben andere Hobbys und mein Hobby ist nicht nur Fotografieren draussen, für euch, mit euch, für Kunden, sondern es ist einfach auch Technik, das Fotografische, wie das ist entstanden, mich interessiert auch Geschichte und dann laufst du einfach über Leica. Und ich will jetzt hier eigentlich nicht allzu lang werden, sparen wir das lieber für ein anderes Video, wo ich euch mal erzähle, aus meiner Recherche, was das mit Leica so auf sich hat. Also, wenn euch das interessiert, gerne noch melden. Aber Leica hat halt im Endeffekt eigentlich das Kleinbildformat erfunden. Das ist die Sensorgröße, die wir hier drinnen haben, 36 x 24 mm ungefähr. Das ist Kleinbild, das ist so, wie wir Filme genau hier drinnen haben. Und so ist auch der Vollformatsensor entstanden. Und das hat wirklich eine mega coole Geschichte. Natürlich, es ist dann auch der Zweite Weltkrieg und alles gekommen, dann ist das Zeug auch alles ein bisschen gebraucht worden für im Krieg eigentlich technologisch, also ich konnte Fotos aus den Flugzeugen machen, sicher weniger cooler Teil der Geschichte, als generell Krieg. Aber auch das gehört im Endeffekt dazu. Es hat gerade einmal jemand in den Kommentaren geschrieben, ja, Sony hat auch nicht so eine coole Geschichte, was Fotografie angeht. Jein, ich meine, sie haben viel von Minolta übernommen und Minolta ist schon ein Urgestein der Fotografie, also kann man so nicht sagen. Leica hat es immer so gemacht, dass es viele Sondereditionen von Kameras hat gegeben. Nicht wie bei Sony, wo es einfach, oder auch bei Canon, wo es einfach wahnsinnig viele Kameraversionen gibt. R8, R6, R6 Mark II, R5, R5 Mark II unterdessen. Bei Canon weiss ich noch einigermaßen Bescheid. Bei Nikon, sorry, ohne dumme Sprüche, kenne ich mich echt zu wenig aus. Gibt es ja irgendwie Z8, Z6 Mark III unterdessen. Fujifilm dasselbe. Bei Leica ist es nicht nur so, dass es Versionen gibt über die Jahre, sondern es hat einfach auch noch Sonderversionen gegeben. Die sind in der Regel immer auch teurer, markant teurer. Ich habe keine von denen. Also, es hat zum Beispiel von der M6, von der silbrigen, gibt es eine sogenannte Panda, was mir wieder gefällt, weil meine Uhr auch eine Panda ist, weil sie schwarz-weiß ist, mit gewissen, also sie muss bestimmt schwarz-weiß sein. Keine Sorge, einfach eine Uhr, nicht mehrere. Aber bei Panda von M6 ist eine silbrige, hat aber hier einen schwarzen Hebel, wie man den Film transportiert. Eventuell hat es ja vorne noch ein schwarzes Leica-Logo, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Dann hat es irgendwie Kollaborationen gegeben mit dem Daniel Craig 007 von der Q2 mit einer speziell grünen Farbe, mit einem Koffer. Da steht meines Wissens gerade eine noch beim Zumstein Occasion zum Kaufen. Kostet, glaube ich, 5-stellig. Es hat von der M11, also respektive von der M-Serie diverse, von der Q-Serie hat es mal eine weisse gegeben. Es hat irgendwie, heisst es nicht Zagato, das ist irgendwie, glaube ich, ein Betriebsfreund oder so von einem von Leica und dort hat es auch irgendwie eine Sonderversion gegeben, die aussieht, als hätte es ein Apple designt, also wirklich so wie eine braunmässige Designstudie mit so Lochblech und so, also es mutet mega nach Apple an. Sehr speziell, schon mega lustig, die Sonderversionen ein bisschen anzuschauen, ein bisschen im Internet zu studieren. Leica hat seit 1945 oder 1950er Jahren ein eigenes Magazin, das LFI, Leica Fotografie International, und da ist jetzt, die hat jetzt gerade 75-jähriges Jubiläum gehabt, offensichtlich. Und
dort drinnen haben sie auch viele Sonderversionen von der Leica-Kameras vorgestellt. Es ist mega spannend, die einfach mal zu sehen. Es hat auch Sachen dabei, die nicht so Sinn machen, wie zum Beispiel Q2 100 Jahre Disney Edition, wo eigentlich hier drumherum, der Teil, der hier schwarz ist, der ist weiss mit so Figuren von Disney drauf. Und das, ja, wenn das weiss ist, dann ist es am Schluss dann einfach nach einem Jahr nur dreckig. Also ich glaube, viele Modelle von diesen Sonderleicas sind einfach für in die Vitrine oder sind einfach irgendwie für Sammler, die dann eine Kamera haben, die sie mit ihr filmen, fotografieren, aber jetzt nicht mit der die ganze Zeit unterwegs sind, dass sie wirklich Spuren haben. Das Spezielle bei der M11D ist, dass sie hinten noch, kann man eigentlich wirklich so sagen, sie ist hinten einfach so wie die M6. Also, ihr habt diese Technik, ohne Autofokus, aber mit einem 60-Megapixel-Sensor. Ihr habt auch diese Rädchen oben drauf, ihr habt den Auslöser, aber sie sieht hinten so aus. Und das Rädchen, das man hier hinten der ISO einstellt für Belichtungsmessung bei der analogen Kamera, das ist einerseits auch für eine ISO, andererseits kann man dort aber noch das Bluetooth einschalten, damit die Leica-App auf die Kamera zugreifen kann. Und dann habt ihr die restlichen Einstellungen dann auf der Leica-App und könnt dort nie gewisse Konfigurationen machen. Vor allem im Bereich Megapixel kann man bei den Leicas von 60 auf zwei weitere 38 und 18, 36 und 18 Megapixel zurück. Also Pixel-Binning nennt sich das. Soll den Dynamikumfang ein bisschen erhöhen. Ich brauche das selten, ich habe gerne die 60 Megapixel, aber das kann man beispielsweise in der App umstellen. Du hast halt auf der Kamera wirklich gar kein Display. Du hast den Messsucher, da kann ich auch mal etwas darüber erzählen. Messsucher fokussieren ist halt wirklich so, man schaut hier oben durch und sieht in der Mitte eigentlich einen Badge und den tut man mit dem Fokusschieber hier unten so lange verschieben, bis das Ghosting, also so das Ghost-Bild genau über das realistische Bild geht. Und so ist es scharf gestellt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber so einfach funktioniert es eigentlich. Und genau so tut man auf dieser Scharfstelle auf der M11D. Macht man bei der auch, brauche ich viel. Die hat aber auch noch Live-View. Also ich kann einfach hinten noch wie bei jeder anderen modernen Kamera das Bild anzeigen. Kantenabhebung hat zum Beispiel rot die Kanten drauf. Wenn ich manuell fokussiere, sie sehen, dort ist die Schärfe. That's it. Das ist das ganze Spezielle an dieser Kamera. Speziell ist vielleicht auch noch ein bisschen, was nicht so gut ankommt, dass sie 300, 400, 500 Franken mehr kostet als die. Wir reden von 9300 Franken, dort rum plus minus. Und je nachdem, wenn du das Video schaust, ist es auch wieder anders. Aber sie ist im Moment einfach sicher mal teurer als die M11. Sie hat aber ein bisschen mehr internen Speicher. Die M11 hat 64 GB internen Speicher. Die M11M, das ist monochrom, die kann wirklich nur schwarz-weiß. Zudem auch gerne mal ein anderes Video für sich. Jeder Sensor hat eigentlich schwarz-weiß, den er aufzeichnet und hat dann so einen Filter drüber, Bayer-Filter, der Farben rausnimmt, respektive dazu tut. Das ist recht komplex und die Kamera hat das einfach nicht. Der ist der Sensor einfach, der sieht einfach schwarz-weiß. Das ist M11 monochrom. Und die haben auch nicht mehr das Leica-Logo in Rot drauf, die haben einfach eine schwarze Schraube und haben dafür dann hier oben einen Schriftzug drauf. So kann man es eigentlich von optisch unterscheiden. Bei M11D, eben, D steht für Display, wobei sie eigentlich No Display müsste heissen, die ist hinten wirklich einfach genauso wie hier. Und jetzt ist also ein bisschen die Frage, warum will man das? Weil man sich einfach komplett aufs Fotografieren fokussieren. Und jetzt gibt es natürlich die Sprüche im Internet, wo es heisst, ja, ich kann einfach das Display zudrehen. Irgendwie dort oben bei Sony kann ich das Display komplett umkehren und zuklappen und dann sehe ich das Display nicht mehr. Die Kamera ist aber auch nicht dafür gebaut, dass ich das Menü nicht benutze. Also wenn ich eine Sony in den Finger habe, ich bin dauernd im Menü, wo ich irgendetwas umstellen muss. Die ist schlicht nicht dafür gemacht. Und sie kann einfach auch viel zu viel, dass ich sagen kann, ja, ich kann jetzt das einfach nur auf dem Handy. Für jede kleine Quick-Menü-Einstellung das Handy verbinden. Mit der M6 da kann ich ein ganzes Fotoshooting machen und ich brauche kein Menü. Sie hat kein Menü, ich muss auch nicht das Handy verbinden. Ich kann einen ganzen Film, 2 Filme mit dieser Foto. Ich bin jetzt nicht der Oberanalog-Fotograf, aber ich kann hier drauf, ich kann den ganzen Nachmittag mit dieser x Filme verbraten. Und ich bin nie in einem Menü gewesen. Mit der Sony ist das schon eher
will nicht sagen, ich kann es nicht, dass jetzt hier jemand schreibt, natürlich kann ich das mit einer Sony, ja. Aber es ist ein bisschen ein anderer Background, für was die Kamera gebaut sind und ob ich mir eine Sony für das kaufe, wenn ich das will. Weil die Idee ist natürlich schon, dass Leute, die zum Beispiel einfach einen M6 haben und sagen, hey, Filme entwickeln kostet einfach auch unterdessen doch ein bisschen Geld. Also es hat schon immer Geld gekostet, Filme kosten Geld. Vielleicht wird es das ihnen gar nicht mehr geben. Ich will aber das Feeling vom analog Fotografieren nicht abgelenkt werden vom Display. Aber ich will zum Beispiel die Fotos auch ändern, als 3 Wochen zu warten, bis ein Labor die hat entwickelt. Und weil im Moment ein kleiner Hype um das Analog-Fotos herum ist, jetzt in meinem Fall habe ich irgendwie knapp 3 Wochen auf einen Film gewartet zum entwickeln. Das hat auch seinen Reiz. Aber ich kann natürlich bei der M11 in einen Kaffee hocken, kann mir das Espresso bestellen, das Handy verbinden und dann bin ich ja nicht am Fotos, dann bin ich meine Fotos am Anschauen. Ich finde das ein mega spannender Ansatz, aber man muss dort wirklich mal 1-2 Schritte Retour machen von dieser ganzen Geschichte und einfach mal sich darauf einlassen, warum könnte jetzt das spannend sein? Warum könnte jetzt das spannend sein, dass die Kamera kein Display hat, aber auch kein Autofokus, aber sie hat eine Belichtungsmessung, sie hat eine automatische Belichtung, ich kann gewisse Sachen in Auto stellen, also die Kamera hilft mir dann belichten. Ich kann mich zum Beispiel nur noch auf das Fokussieren konzentrieren. Das mache ich, wenn ich meine Leica-Shootings mache. Das ist meine Fotoserie, wo ich lerne, manuell fokussieren. Mit richtigen Menschen, die zu mir ins Fotoshooting kommen. Das sind nicht fremde Personen auf der Straße fotografieren. Aber wir machen eigentlich genau so Street-Fotos. Also es ist so ein bisschen cheatete Street-Fotos, einfach auch, dass ich kein Urheberrechtsproblem habe, ich die Fotos zeige. Und der geht es rein darum, dass ich lerne, manuell fokussieren. Belichtung, die überlasse ich aber meistens der Kamera. Ich habe am liebsten die Blendenvorwahl, dass ich sage, ich möchte mit Blende 1.4, Blende 2 oder 2.8 Fotos und den Rest soll die Kamera selber einstellen. Ganz so, wie man das von jeder anderen Kamera kennt. Das geht bei M11 nicht. Die kann ihm wohl anzeigen, ob das Bild jetzt zu hell oder zu dunkel ist, aber du musst es selber korrigieren. Blende dann zurück, also zutun oder die Verschlusszeit verkürzen. Sie tut nicht selber, aber sie kann das zumindest schon anzeigen, sie hat für das auch Batterie drin. So, das war eigentlich die kurze Story darüber, warum das jetzt so eine M11 kann spannend sein kann. Sicher nicht für jedermann, jede Frau und sowieso generell Kameras, die in diesem Preissegment sind, die haben ein gewisses engeres Publikum. Es ist sicher bei den meisten auch gleich auch nicht die einzige Kamera, die man hat. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, so wie ich die M11 brauche, kommt die jetzt gut ohne Display klar ab und zu. Ich würde mir zum Beispiel noch eine ganz komischere Version wünschen. Ich würde jetzt sagen, mir wäre jetzt das gleiche, wenn die hinten kein Display hat, aber ich hätte oben gerne ein IVF. Da sagen ganz viele Leica-User, nein Stefan, das spinnst. Das wird es nie geben, weil das ist ja genau ikonisch an dieser Kamera. Ich würde jetzt für mich aber sagen, weil ich einfach auch weiss, dass diese Augen einfach nicht besser werden und vor allem Leute, die älter werden, die vielleicht sich auch mal so eine Kamera leisten, dann Mühe haben, mit dem Messsucher zu fotografieren, wo es echt cool wäre, wenn hier ein IVF, also ein Display drin wäre. Und für mich würde es dann das Display hinten drauf fast ein bisschen obsolet machen, weil du kannst ja auch bei den anderen Kameras, die ein IVF haben, das Menü über das IVF bedienen. Wäre eine Variante, die würde gehen, ist sicher auch wieder dort eigen. Vielleicht macht Leica irgendwann sagen sie, hey, wir machen noch eine eigene Linie, wo wir genau das machen. Es gibt dort schon wieder Leute, die sich wünschen, dass die M11D eigentlich noch als Monochrom rauskommen würde. Das heisst, die Leute, die sich schon entscheiden, dass die Kamera nur schwarz-weiß kann, also auch in den RAW-Files schwarz-weiß, dass echt die prädestiniert werden dazu, auch die Kamera zu sein, die hinten gar kein Display drauf hat. Das ist aber wieder eine andere Thematik. Und dort da muss vielleicht auch Leica schauen, dass sie sich nicht zu fest in diesen Sonderversionen verlaufen, weil das irgendwann von der Lagerhaltung der Fotofachgeschäfte auch nicht mehr so rentabel ist. Aber das ist mal ein Video, um euch eine Übersicht zu geben, vielleicht auch für die Thematik. Vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen, dass die M11D ist rausgekommen. Ich finde es mega spannend. Ich sehe jetzt nicht den Grund, warum ich mir eine ausleihen oder eine ausprobieren sollte, weil ich habe eigentlich genau das Produkt hier hängen. Und trotzdem würde es mich mal reizen, mit der irgendwie einen Nachmittag zu fotografieren, wie es ist. Wobei ich eben wirklich sagen kann, wenn ich das will, für das habe ich die M6, die ist, also ist eine Occasion, die ist etwa 30-jährig, für das habe ich mir die suchen da. Und wenn ich wirklich mal ganz entschleunigt will, ein paar Fotos machen, wo ich dann auch die Bilder nicht sofort brauche, dann lege ich einen Film ein,
und schleiche ein bisschen mit diesem Zeug aus. Und meistens habe ich dann die auch noch dabei und wechsle ein bisschen ab. Das zum Thema M11 und Display oder nicht Display. Merci fürs Zuschauen. Sicher länger als ich gedacht, aber wir gehen uns beim nächsten Mal.